Idee auch in Deutschland zum Zuge kommt, dann machen wir das gerne. Martin Schulz, das Europäische Parlament verbindet praktisch all das, was wir hier in Europa an politischer Diskussion haben. Das ist die Plattform der politischen Debatte. Wie schätzt das Europäische Parlament die Sozialdemokratie im EP, die Wahl am 27. September an? Ich glaube, dass es ohne jeden Zweifel jedem klar ist, dass die Frage, wie Europa sich entwickeln wird, davon abhängt, wie das größte Mitgliedsland der Europäischen Union regiert wird. Und wir haben natürlich am 27. September in Deutschland eine Richtungsentscheidung. Das sagt man vor jeder Bundestagswahl, aber bei dieser Bundestagswahl ist es eine Richtungsentscheidung. Karl-Heinz und Jean haben gerade darauf hingewiesen, dass wir in einer tiefen Finanz- und Wirtschaftskrise sind. Und in einer tiefen Finanz- und Wirtschaftskrise haben wir zum Beispiel einen Ministerpräsidenten in diesem Land, dem nicht etwa etwas zu Mindestlöhnen in Nordrhein-Westfalen einfällt, zum Beispiel 2,73 € für einen Leiharbeiter in Wuppertal. Wir haben immer geglaubt, 4 € für eine Friseurin in Thüringen sei nicht mehr zu unterbieten. Wir wissen seit einigen Wochen, dass eine Leiharbeitsfirma in Wuppertal 2,73 € zahlt. Und anstatt sich gegen eine solche Ausbeutung, das ist in meinen Augen Sklaverei, zu wenden, fällt dem Ministerpräsidenten Rüttgers nichts Besseres ein, als gegen Ausländer zu hetzen. Und deshalb haben wir am 27. die Wahl. Deshalb haben wir am 27. die Wahl, ob wir eine Regierung wählen, die zum Beispiel flächendeckende Mindestlöhne einführen will. Und das ist ein wesentlicher Punkt des Wahlprogramms von Frank-Walter Steinmeier, übrigens auch der europäischen Sozialdemokratie. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern überall in Europa, um dieses Lohndumping von Land zu Land endlich zu beenden. Die berechtigterweise sagen, wir haben die Tarifautonomie und der Staat soll nicht in die Tarifautonomie eingreifen. Absolut richtig. Die Löhne werden, und das sollte sich auch nicht ändern, von Arbeitgebern und Gewerkschaften auf gleichberechtigter Ebene ausgehandelt. Aber es gibt doch zwischenzeitlich, weiß doch jeder, in Deutschland in zunehmendem Maße Bereiche, in denen die Tarifautonomie nicht mehr greift, weil es keine Tarifautonomie gibt. Und in diesen Bereichen Mindestlöhne einzuführen, da weigert sich Angela Merkel. Da sagt sie ganz klar, das wollen wir nicht. Stattdessen will sie mit dem Partner koalieren, der die Tarifautonomie abschaffen will, nämlich der FDP. Die einen wollen keine Mindestlöhne, die anderen wollen die Gewerkschaften das Rückgrat brechen. Wenn das keine Richtungsentscheidung ist am 27. September, dann weiß ich es nicht. Deshalb haben wir es in der Tat mit einer fundamentalen Auseinandersetzung zu tun. Das ist ein wichtiger Punkt für uns alle in Europa, ob in Deutschland, im größten Mitgliedsland der EU, diejenigen, die da in den Ministerrat entsandt werden. Du hast ja recht, der Ministerrat hat ja eine Menge Entscheidungskompetenzen. Bedauerlicherweise sage ich dazu, aber das ändern wir auch noch. Das ist ein Unterschied, ob da der Graf, wie heißt der Baron aus Bayern hingeschickt wird. Gutenberg, genau. Ist übrigens verheiratet, der Freiherr von und zu Gutenberg ist verheiratet mit der Fürstin von und zu Bismarck. Das sind alles keine Freunde der Sozialdemokratie, schon historisch bedingt nicht so gewesen. Es ist aber ein Unterschied, ob da ein Olaf Scholz hingeschickt wird oder ob wir da zum Beispiel einen Finanzminister hinschicken, der die Finanzmärkte tatsächlich kontrolliert. Ich bleibe dabei. Es ist absolut richtig, dass wir eine Regierung in Deutschland brauchen, die vielleicht manchmal nicht mit den diplomatischsten Worten, aber berechtigterweise sagt, und der Außenminister von Luxemburg wird das vielleicht mit einem lachenden und einem weinenden Auge hören. Es kann nicht sein, dass Milliardengewinne von Banken in Länder gebracht werden können, wo es keine Steuerpflichten gibt. Steueroasen darf es nicht geben. Die müssen geschlossen werden. Steuerzahlerinnen und Steuerzahler die Risiken
wir diese Banken übernehmen müssen, geht es nicht, dass es Steuerfreiräume gibt, bei denen dem Staat Milliarden verloren gehen. Und deshalb ist es ein Unterschied, ob man jemanden in den Ministerrat nach Brüssel schickt, der sagt, wir wollen die Finanzmärkte kontrollieren. Wir wollen die Regulierung der Finanzmärkte. Und es ist auch wichtig, dass da einer von uns hingeschickt wird, der sagt, Boni in Millionenhöhe von Banken, die sich unter den Schutzschirm des Staates begeben, sind sittenwidrig. Sittenwidrig vor allem in den Ländern, wo es 2,63 € Ich weiß, dass die luxemburgischen Sozialisten mit uns da an einem Strang ziehen. Das will ich hier auch in aller Deutlichkeit sagen, weil das manchmal verwechselt wird. Luxemburg ist in der Frage der Regulierung der Finanzmärkte eher ein Partner als ein Gegner. Das sollte heute bei uns auch in Aachen mal gesagt werden. Wir können uns auf die luxemburgischen Genossen in der Frage immer verlassen. Ich will eine letzte Bemerkung nochmal machen zu dem, was wir aus der europäischen Sicht von Deutschland erwarten. Ich will nochmal zurückkommen auf den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, der gesagt hat in Duisburg, wir würgen die Chinesen so lange, bis sie Duisburg hübsch finden. Jetzt hat er hinterher gesagt, das hätte er als Scherz gemeint. Ich weiß nicht, ob das die die Standortpolitik ist, die Nordrhein-Westfalen braucht. Das ist ein Niveau, mit dem sich sicher auch chinesische Manager nicht anfreunden werden. Und es gibt auch andere Länder in Europa, die um Investitionen werben. Wer nicht will, dass Deutschland als Investitionsstandort zurückfällt, wer nicht den Eindruck vermitteln will, in Deutschland seien Leute aus anderen Kontinenten nicht willkommen, der muss dafür sorgen, dass Herr Rüttgers schweigt. Und deshalb glaube ich, dass genauso für die Hetzerei über rumänische Arbeiter. Und ich frage mich, wie weit der Integrationsminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, eigentlich gekommen ist, in seinen Bemühungen, ein integrationsfreundlicheres Klima zu schaffen, wenn sein Chef so daherplappert, wie Herr Rüttgers das tut. Und sich dabei noch auf Johannes Rau beruft. Wer den Namen von Johannes Rau zitiert, wer sich in der Nachfolge von Johannes Rau glaubt zu befinden, der hetzt nicht über Ausländer, sondern der versucht, Menschen zusammenzufügen und zusammenzuführen.